Kürzlich bin ich an einer Party gewesen, mit einem Kollegen daheim. Da hat es einen darunter gehabt, ich kenne den noch nicht so gut. Der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du bist doch der Single Coach. Ich habe da eine Frage an dich. Er hat mir gesagt, ich habe eine Frau kennengelernt vor ein paar Monaten. Und die Frau ist wirklich intelligent. Sie hat einen guten Job, sie hat viele Hobbys, sie hat auch Freunde. All das, was man sich eigentlich wünscht von einer Partnerin. Und auch, dass sein Umfeld, alle sagen, hey, das ist der Glücksgriff. Hey, so eine Frau wie die findest du so schnell nicht mehr. Und dann hat er mir aber gesagt, hey, aber weißt du, was mein Problem ist? Ich bin nicht in sie verliebt. Ich habe kein Gefühl für sie. Ich sehe sie vielleicht als Kollege, aber mehr nicht. Was soll ich machen? In dem Moment geht die Balkontür auf und ein Kollege kommt von innen, macht die Tür auf und schaut raus und sagt, hey, was läuft mit euch? Sind ihr da ernsthaft miteinander am Reden? Wir haben da eine Party, kommt rein, tut doch nicht so langweilig, kommt rein. Er hat ihm gesagt, warte doch schnell 3 Minuten, wir sind jetzt noch ein bisschen am Reden und ich komme nachher rein und dann können wir wieder voll feiern und dann trinken wir ein Bier zusammen und so weiter. Und er so, jetzt im Ernst? Sind jetzt wirklich da am Reden? Er so, ja, komm, ich komme gerade rein. Okay. Dann hat er die Tür zugemacht, wir haben noch ein bisschen weiter über das Thema geredet. Und dann, etwa nach 2 Minuten schon oder so, kommt er wieder, macht die Tür auf und sagt, jetzt sind wir immer noch da, was läuft mit euch? Das kann es doch nicht sein. Und er so, hey, wir sind wirklich ernst am Reden, es ist alles okay, ich komme nachher rein und dann Vollgas. Und er so, nein, jetzt kommen wir rein und er hat ihn reinziehen. Und er in dem Moment, nein, ey, stopp, gib mir noch die Zeit, ich komme nachher sofort rein. Und er hat es dann akzeptiert, die Tür wieder zugemacht, wir haben noch ein bisschen weitergeredet und dann ist er reingegangen. Schau wirklich, dass du kannst mit Leuten, auch wenn es nur eine Person ist, kannst über das reden. Das kann sein, dass du vielleicht, wenn du mal Herzschmerz hast, wenn du mal einer nachtraust oder wenn du vielleicht wirklich sehr deprimiert bist oder sogar depressiv, weil du nie die Richtige findest. All das Zeug, find irgendjemand. Nein, das Internet ist nicht die richtige Plattform für das. Find eine Person, wo du regelmäßig sehen kannst, wo du auch Spass haben kannst, aber wo du genau auch über das kannst reden. Wo du auch kannst sagen, hey, weißt du was, ich finde mich mega scheiße. Wie was meistens passiert bei den Typen, die eben nicht über die Themen reden können, über die Probleme können reden, ist, vielleicht es mal andeuten, sagen, hey, wie geht's so, bla bla bla, und dann sagt der andere, ja, mir geht's eigentlich echt scheiße und vielleicht auch die Arbeit, die einen Stress. Und dann, was passiert? Der Kollege sagt dann vielleicht, ja, du, das Leben ist hart, oder so immer irgendein Spruch, komm, jetzt gehen wir ein Bier trinken und gut ist wieder. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach viel zu fest, irgendwie, haben das Gefühl, wir schreiben das irgendwie vorne rein oder so ein Bullshit. Hey, das Forum weiss doch nicht, wie du drauf bist. Aber ein guter Freund weiss, wie du drauf bist. Jemand, der dich jeden Tag vielleicht sogar sieht, oder mehrmals in der Woche, oder zumindest mehrmals im Monat. Der weiss, wie du drauf bist. Und der kann dich emotional abholen. Aber so ein Bullshit-Forum kann dich nicht abholen. Und das kann es einfach nicht sein, wenn das immer so ist, dann kannst du die Sachen nicht verarbeiten, dann musst du genau das Bier nehmen, zum Ausweichen deiner Problem, und das bringt dich nicht weiter, weil das Problem, das ist weiterhin da. Wenn du ein Problem mit deiner Freundin hast, wenn du depressiv bist wegen irgendetwas, wenn du Angst hast vor der Zukunft, was auch immer, das Problem ist da. Das Problem musst du irgendwann in die Augen schauen. Kennst du vielleicht auch so Leute, die so drauf sind, oder bist du vielleicht auch so einer, der das nicht kann? Vielleicht hast du ja noch Fragen an mich. Schreib das doch mal in den Kommentaren rein, wo dass du stecken bleibst, wenn es um das Thema geht, dass du kannst nach außen kommunizieren, hey, weißt du, das ist mir das Problem, mit dem und dem mache ich mir Sorgen, wie geht es weiter? Schreib das mal in den Kommentaren rein. Das nimmt mich wirklich Wunder. Schreib wirklich etwas rein. Ja, natürlich. Du das mit deinem besten Freund besprechen, aber es nimmt mich wirklich Wunder. Schreib vielleicht kurz an, was ist deine Situation, hast du dich von dem Thema angesprochen gefühlt? Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn da das Feedback kommt. Und wie immer, wenn du die Themen spannend findest oder das Gefühl hast, hey, das bringt dich weiter, abonniere doch meinen Kanal und man sieht sich bald wieder. Ich bin Janusz von Deep Connection und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.